Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Ein Film, den von Viergänger ein bisschen unter dem Radar geflogen sind. Der kriegt nur seinen dritten Teil an den Aufschluss von einer Trilogie. Ja, was das genau ist, und wie gut mir der Film gefallen hat, das erzähle ich euch an dieser Episode. So, Maxine hecht de Film, in den Taut geht an ass den Aufschluss vum Ty West Sänger Trilogie rondem Maxine Minx. An do geht et ganz einfach gesot eng Pornodarstellerin, die am echten Deel Ex bei engem Massaker dabei war oder Opfer von engem Massaker war, an och zum Endeffekt hin net grad onschëllech bei verschiedenen Aktionen war. Dofür, also darüber net méi guck Dir Film gern un. Da geht de Film Pearl, do geht Geschichte aus dem Film X. Dann hummer lo den dritten Deel Maxine, den finalen Aufschluss von dem Film bilde soll, an zwar as Maxine Minx lo weh von der Pornodarstellerin zu einem Hollywood-Star zu gehen. Da das sein großes Ziel hat, will gerne ganz groß rauskommen. Und demonstriert das an einem Casting absolut nahezu perfekt, für das es eigentlich kein anderer Schwar gibt für die Hauptrolle. Und du, wenn der Krit hat dann seine Chance, für sich an Hollywood zu beweisen. Ja, davon auch aufgesehen, dass ein Detektiv an dem hier ist, den per Info über dat huet wat an Ex passéier das ja, kennt na Welt se Karriere zersteieren, weil da aber net durchgeht als auch noch Massemörder NRW oder Serienkiller NRW den jung ustrebend Schauspielerinnen umbringt. Ja, möchte sagt nicht unbedingt mir einfach, an da das einfach Geschichte von Maxine. Aber wat für Richtungen dat dann hier steuert, da muss ihr doch schon am Kino selber gucken. Mir kommen wir einfach mal drauf zu schwätzen, wat ein Ty West High eben fabriziert wird. Es sind eine ganz große Fan vom Film X, auch vom Film Pearl. Das sind bei weitem kein perfekt Filmer, aber sie sind auf jeden Fall den X als einen ganz klassischen Slasher-Film gewirrscht. Ich habe doch schon auf meinem Kanal ein Video dazu gemacht, werde dann in den Film mal gegangen ist. Ja, ganz klassischer Slasher-Film, den anderem einfach nicht mehr Spaß macht und ziemlich brutal auch war. Dann Pearl eben den Geschichte erzählt wird, auch noch immens brutal war. An Lo Maxine spielt mit der ganzen Thematik 70er, 80er Jahren. Der Film fühlt sich an wie 70er, 80er Jahre Film, sogar noch mehr wie 70er Jahre Film. Trotzdem, außer mit der Inszenierung, mit den Filtern, die diese benutzen, mit den Kameraerstellungen, fehlt es sich einfach nur 70er Jahre. Und das ist einfach cool umgesagt, weil es einfach so an das Slasher-Genre passt. Das ein bisschen, es hat ein bisschen einen trashischen Faktor, spielt aber viel dummer da. Aber witzigerweise entwickelt sich der Film am Laufe der Geschichte ein bisschen zu dem Film, den er am Anfang quasi parodiert, wenn ich so will. Am Anfang wirkt es ein bisschen wie eine Parodie und irgendwann entwickelt er sich selber zu der Geschichte, weil die Geschichte selber, die er erzählt, eigentlich auch absolut drüber ist an ja, so 70er Jahre Flair hat. Es fehlt sich zum Schluss hin wie so ein Scooby-Doo-Episode, wo dann mehr dort Masgerufen zählt, da sagt, tada, es sind den an den. Das klingt so absolut kitschig an drüber, also doch, möchte aber extrem viel Spaß, weil einfach an dem gesamten Projekt rundherum das Ganze funktioniert das halt einfach. Der Film hat seinen Stil, der Film hat seine Geschichte, hält sich daran nicht viel zu echt, aus verschiedenen Szenen richtig explizit brutal, obwohl am Anfang ein Bessler ziemlich heiß lädt und der irgendwie aber nicht wirklich nein Kartoffel will, also das ist irgendwie der Peak, wo ich gedacht und fragst du einen Shop drop und dann aber irgendwie nicht und Stunde bisschen Shirt fand, aber insgesamt ist der Film einfach in seiner Brutalität einfach nicht mehr cool. Das ist einfach nicht mehr cool umgesagt. Und heim muss ich lo zum Beispiel Nia Goff erwähnen oder ja, komm los noch mal den anderen Schauspieler aufhängen, weil den Kevin Bacon spielt hat, er spielt den Detektiv an seiner Rolle einfach gelungen. Er setzt das wirklich gut kriegt das richtig gut auf den Punkt, wert der Film so mal danach ein bisschen ab. Dann nur auf der anderen Seite noch den Giancarlo Esposito, den auch heirem bisschen an die Rolle verfällt, wie ihn sie eigentlich immer spielt. Eigentlich immer ein bisschen den Gangster, so mal entre guillemets, den shady Guy, wenn ich so will, und der bringt das auch immer auf den Punkt. Also es sind die zwei Charakteren, die lo nicht kommen gesehen hat, wo ich seht, cool,
huet de Film fandech qualitativ lo nach ein bisschen abgewehrt, aber am schier Dofuner also oder net am Schiert vun me absolut am Vordergrund steht halt Mia Goth an do muss ich lo fairerweise so am Ex war dat ganz nach ziemlich spurdemsternech nach ziemlich simpel halt Slasherfilm hue dat gut gemacht konnte net meckeren aber hu da net viel Spielraum gelos für ja so verhalte Slasher ne? Dann am Pearl hattet du schon viel méi Gelegenheit für ein bisschen Gas zu gehen huet für mei gut du halt so ein bisschen zu viel Gas gehen huet insgesamt ein bisschen an Setting schon an Setting gepasst aber für mei gut war ein bisschen drüber bisschen scheint so ein bisschen zu gewollt weird ugefehlt aber lo an Maxine spieltet dann dat aufgebrühten Framenschwert richtig Scheißgegangen ass an lo richtig badass an dem Film sech sto präsentiert an do spielt dat wirklich fantastisch also he weiset da wirklich an Maxine wat et drop huet an es mischt einfach Spaß um dabei not zu gucken an de Film mischt insgesamt mat Sänger enger Stunde an 3 Minuten as kein Gritz zu lang den as wirklich op de Punkt ich fand net wirklich schlenkten mischt einfach an segem Genres Spaß an Sänger Trilogie fand huet dat wirklich gut funktioniert das war gelungenen Aufschluss es waren 3 Filme die zusammenhängen die ball méi unterschiedlich nicht kennt sehen von ihrer Stilistik auch von ihrer Aderweis absolut unterschiedlich waren an trotzdem super gut zusammen funktionieren erwart er lohnet den absoluten Wahnsinnsfilm den Millionen Preise wert aufraumen an ja erwart er einfach wann da so ein Horror-Slasher-Film erwart an dem da einfach nicht Spaß hat an die gut umgesagt hast dann das Maxine he genau dat richtig fircht an werd erst ganz viel Spaß machen für alle mit der ganze Trilogie wann der den nicht gesehen hat dit man dir gefallen guckt ihr dem Ty West Trilogie und für den an dem Slasher Horror Thema bisschen Spaß wird als der denken ich must sehen Filme die nicht ganz oft so gesagt die nicht unbedingt produziert gehen weil sie wissen dat geht lo ein Oscar Gewinner an da werden mal Golden Globes gewonnen mir einfach 3 Filme wo einfach Bock machen einfach cool sind so an dummer da denken ich das alles gesucht erzählt mal ganz gerne an die Kommentare wann dir die Filme schon gesehen hat dir davon erhalt an dem Sinn ging so warte doch schon an dann wünschen dir noch ganz viel Spaß am Kino mit Maxine ciao